Gut Morgen. Wir gesinn als haut fir e klengen Point ze man iwwer de Corona-Situationun ha am Land, iwwer de Summer. Mg dat guten Moment fir en Tëschebilan zu machen an enker kurzen Ausblicks noch dafür ganz froh den Dr. Schmidt Bäumer zu hunn, den sicherlich eng drei frohe ka beantworten, vielleicht Manner gut gestaltt se fir Standworten zu gehen. Generell hu dat am Wochebilan gesinn als Situation anja muss stabil ha am Land mé gesinn generell iwwer Grenzen wächt, dats dat net iwwerall de Fall ass viele Plätzen gëtt sech Suge gemerk Infektionune ginn op bei jeis Hallemeis anja Moos hunn 404 Infektionune gehat lächt woch. Dat sind rund 10% Männer wie die Woche fir Drnnen, allerdings hat auch Männer Tester, dat hält sich also bisschen am Gewicht, wat den to de Positivité ugeht, sie auch nicht ganz licht iwwer der 1% Grenz gelernt. Aber dat sie ganz klenge Variationen generell gift man Situation wirklich als stabil konsideiere wie am Moment ass. Or an unsere Spideler, dass wir dat wo als Hauptsuch immer Leiit während der Pandemie sind op das man normalo bei 16 Leute sind da 3 Männer wie die Woche fir Drnnen. Es war intensiv sind wir bei 6, da waren wir bei 5. Der Tischstadt bleibt auch einer muss stabil. Wir wissen das Leute relativ lang man dieser Krankheit hospitalisiert sind. Dat positiv kann auf hier wenn das voraus dass dat Mission awerrickgange sinn Mäten die 4 Wochen nach 26 Missionen, das sind just nach 12 gewircht. Dat soll uns dann mal op all Fall voraussichtlich optimistisch stimmen, dat das Moyen an der Spideler die Leiit bei 53 Jolächtwoch geguckt, wer die Woche fir bei 51 och do se den, dass dat einer mussssen abhandelt iwwer die lächte Wochen. Dat war den op alle Fall kann feststellen an watschwg konfirméierte, dass das Dimpfungen chloren Impact huet. Und zwar net nimmen op Neuinfektionen eben noch op den Krankheitsverlauf, denn das man seit enger Woche gesinn hat wirklich immer méi klo erzeschen. Dat weist da also, dass dat am moment wirklich de weh ass raus aus der Krise, wat man zu méi vollständig geimpft, sie werden besser werden heute durchkommen. Wir hunn wann mat Neuinfektionen Kukefir ze illustrieren, iwwer die lacht 3 Wochen, also die Wochen 20, da waren 70,8% von der Leute net geimpft, die sich infiziert hun die Majorität von denen, die nach den Virus kree sind net geimpft. Dann die Woche no wärmer bei 83,1% hat net geimpft, da waren die schnell infiziert tun anlächtwoch 76,6%. Datselwecht seit an der Spideler von den Leute, die hospitalisiert sind da ganz wenig ganz niedrige Prozentsätze wirklich die eng doppel Impfung hatten. Sind insgesamt nur 2 Leute an dem Fall. Und du sind noch generell einer Kriterien, die dann nach Mat spielen, so dass sie wirklich kann sagen, dass man mit der Impfung, mit der doppler Impfung wirklich dat hun bei das am besten schützt, für einerseits selber krank zu gehen und auch für weiter zu gehen, an insgesamt die Situation am Land loser am Griff zu holen. Stand haut mat den Impfungen hummer iwwer 400.000 Leute eng Eichdosis krit hun. Dat sinn vun als Residenten geguckt 72,4% von denen die können eng Impfung kreen, dat hecht dat sinn die Leute iwwer Jugendlicheren Leiit iwwer 12 Joer. Die Komplettimpfung, also de ganze Schema vaccinal, den man jo gern hätten, idealerweise bei Engem, dat sind 373.667 Leute, mit dem Prozentsatz von 67,5% von denen iwwer 12, die eben können geimpft gehen, immer relativ gut, wenn da die internationalen Vergleiche guckt, an Europa ist immer nicht, mat der zweiter Impfung gonne so schlecht gestaltt mehr an der Moyenne. An hunn nach zusätzlich die sind heilo net mat dran bei jeis eng iwwer 1267 Frontalien, die och hier Impfung krit hun. Kuverturvaccinal insgesamt die Leiit wenn man dann enke gucken ab 40 Joer wo de Risikolos alles auch méi opget fir krank ze gi bei 73%, wat die echte Dosis opgeht. An sie variiert insgesamt, wenn man Alterskategorien gucken zwischen 40,2 an 87,4%.
Wie will mal weiter kommen wir hoffen eben die Leute, die wieso noch nicht geimpft sind, EW an Doktorspraxis nach Impfen zu lassen. Ich meine ein Phänomen, dem man viel gesehen haben, auch immer bestätigt kriegen, dass das Leute sich solche mehr vielleicht tun, aber nach frohen sind ganz viele falsche Informationen, die zirkulieren an den sozialen Medien. Und dadurch werden wir dass man Leute wirklich Möglichkeit bei ihren Doktor zu gehen, wo sie Vertrauen haben, dass sie über DW doch nach überzeugt gehen, sich impfen zu lassen. Sind ganz froh mitzuteilen, dass man mit 189 Doktoren Konventionen erschrieben haben, für die Impfungen noch zu machen. 13 von ihnen sicher beliefert gehen, vielleicht vor 12 von angefangen mit Impfen. Und die ersten Resultate sind auch gar nicht schlecht. Wir haben noch schon 177 Impfungen, die an den Praxen gemerkt sind. Das ist groß Nachfrage. Gut, mal gesagt, dass wir erwarten, eben, dass das die nächste Woche wirklich nachher geht. Das scheint wirklich nach einem guten Teil von Leuten zu sein, die eben auf den dorten Weg gewartet haben, für wirklich mehr persönliche Beratung bei ihrem Doktor zu kriegen. Ab der Woche vom 9. August werden weiter 74 Doktoren aufhängen mit Impfen. An die Woche danach, die vom 16. August 100, sodass das löser ein Offer ist, die Europa geht. Und die ist dann hoffentlich Hilfe wert, nach weiter zu kommen an diesem Bilan. Malo iwwer den Summer nach speziell lanciert fir d'Impfung hunn mir visieren de junge Publikum och ganz gezielt seit dëser Woche si immer aktiv mat deisen Impfbussen op verschiedenen Evenementer. Lächte Wigent der Matket war den E-Lake, wo als Bus präsent war. Auch do an eisen Suse 110 Leute hunn de Wedo hin erfund fir sech impfen zu lassen op der Platz. Och do krémer immer vun uns Leiit gesot, dass viel Interesse aus Leiit wo viel frohen och die informative Aufgabe, die de Bus huet scheint unzukommen. Geht da drum natürlichsche Maximum vu Leute die Zichtgrenze op der Platz impfen zu lassen, mir auch man Leiit informieren, dass dat fir Eisen Suse, wann en nach se Zweifeln huet huetefle durch die Information no awer Tendenz dabei sein Doktor zu go oder sich einer werden Rendevous zu holen. Wir werden der Evenement ein ganz frei wat die nächste Wochen hun eng gut Dose wird ziehen, die echt sind annoncéiert haut no das eng Impfparty am Atelier, da immer den Donnerchten am Impfbus Glasi, wo Open Air Konzerte sind, werden mir zwei auch präsent sind. Mein Dr. Schmidt wird selber impfen. Auch da muss ich mat run. Voilà, dann geht dafür ja Besuch informiert, wie gesagt, ein gut Dosen Event, da werden kommen, werden die auch mitdelen und hoffen, dass die Leute dann de Video hinfahren. Wir werden eine gute Kuvertur über das Land tun, mit uns den Bussen und noch dann evaluieren, ob der Succès also dann nicht den Anfang vor gut. Also mal gucken, wer greift, wer zieht. Wir sind da ganz flexibel und können auch unsere Bus eventuell nach Ernst an den Ersatz bringen. Auf jeden Fall hoffen wir, dass da dann auch noch wirklich mehr bei den Leuten zu kommen. Dat ass die zweet Aktiun vum Summer, die echt ass aufgeschloss, dat war eng Aktion coup de poing, wie man genannt hatte beim Gesundheitspflegepersonal, wo man an den Spideler präsent waren, och mam Impfbus, hat man 5 Interventionen op der Platz, wo auch Alkeiers dann Leute konnten impfen lassen, respektiv sich informieren, fir dat nach später zu machen. Bilan hummer do 253 Leute, die sich an de Spideler nach enke impfen gelost hunn. An den Alters a Pflegeheimer Logement encadré, da hat man insgesamt 39 Interventionen an noch do konnte man enke 364 Leute zusätzlich impfen. Das aber noch net ganz aufgeschloss do hunch mal so bloß von der 12 die Schei hunn. Aber trotz allem können den mit der ganzen Aktion, wenn in der Zukunft über 600 Leute, die man nachher konnten erreichen, alles das weist aus, dass wenn den auf die Karte von der Überzeugung setzt, dass nach Leuten mal du Bord kriegt, dass die Leute die Frohen hatten, die Sorgen hatten, die es auch berechtigt Sorgen, und wir sind als Hauptaufgabe und Leute da aufzuholen, wo sie sind mit ihren Sorgen, eben Aufklärung weiter zu machen, und das werden wir aber über den Sommer beibehalten. Was als Werdelechten ugeht fir d'Impfung kann jo ab Juli sech melden och fir den Impfstoff den ihr wollt. Du hatte man insgesamt 17.112 Leute, die sich angeschrieben hatten op die Werdelechten. Du vun der 27,6% Frontalien och mün die Lëchte auch opgemerkt fir als Leute, die iwwer Grenzen raus vun der Bayier kommen. Die sind ab diesem Moment alle Goten noch invitéiert ginn.
Ich hast nicht mehr en suspens. Auch das lief relativ gut. Wir gehen davon aus, dass eben auch durch die vielen Informationen rund um die Einzelimpfstoffe auch das vielleicht noch etwas war, was Leute motiviert hat, eben den Schritt zu machen. Ab dem Moment, wo sie konnte selber auch rauswischen, mit welchem Impfstoff sie wollten geimpft gehen. Als Impfzentren, die werden nur loserlos zugehen, durch das doktorisch Praxen abgehen, können wir die loserlos Rufe fuhren. Mundo van Ettelbruck wird den 14. August zugehen, den Findel den 21. August, Ashton den 11. September. Und dann Victor Hugo Hall, da gibt es auch etwas Neues, die wird ein bisschen lange abbleiben, bis den 13. September. Und ab dem 30. August werden da spontan hinkommen, für geimpft zu gehen. Da wird immer Stock sinn. Auch dat gëtt eng neue Flexibilität fir dann eben anwu vun der Rentrée de Leute so flexibel an so einfach wie möglich zu machen, irgendwo beizukommen. Vielleicht noch ein Wort zu unserer Präparation für den Hirsch. Ich meine, das ist kein Geheimnis, wir gehen alle gut gewarnt, das ist noch nicht drüber, die Pandemie, wir müssen uns präparieren, also das wird wir im Moment machen. Wir werden auch an den Hirsch dran weiter mit Tester schaffen. Wir hoffen natürlich, dass der Prozentsatz von doppelt geimpften Leuten heute zu Lützeburg bestmöglich wird sein für den Hirsch. Wir immer werden nach Leute bleiben, die nicht geimpft sind. Und dafür werden Tester hier Wichtigkeit behalten. Wir haben eine Reihe Achsen definiert, die werden aufgedeckt gehen. Das sind als Schnelltester bei den Leuten, die nicht geimpft sind, das sind forcément die Jung. Mit den Kanner von 4 bis 12 Jahren, die weiter auf jeden Fall voraussichtlich bis Christoph wird in anderer Schule die Schnelltester machen, für das wir da einen Überblick behalten. Dat wird an der Schulen an de Maison Reléen geschéien 12 bis 18-Jähriger visieren mal bis aller Helien sie könne jo geimpft gin, dat ass alles flexibel. Ich meine, sie dat gewinn, die wat dat lacht Joer, wann den andere Besoen können man immer adaptieren, mit dat Lomol ugedeut ass fir wirklich sto präsente zu bleiben. Dann en zweiten Achs vom Testen bleiben die Leute immer als hautement vulnerable konsideieren. Du denk mal für allem und Resident an den Alters a Pflegeheimer. Auch wenn sie schon weitgehend geimpft sind, aus der Kategorie Leute immer ganz eng suivieren, weil man muss davon ausgehen, dass eventuell ihren Impfschutz minder stark ist wie bei den anderen Leuten, bedingt eben durch den Alter oder Krankheit. Auch da werden wir mit Schnelltestern noch präsent bleiben. Dann stellen wir uns natürlich op hier weiterhin an Urgenzen immer können schnell zu agieren, das bis lo als Strategie gewesen wird oder als Strategie bleiben. Wir werden PCR-Tester do machen, wo ein Infektionsgeschehen wird opfachen. Der Tumor kann von unserer Clusterapproche, die man bis lo durch ganz Krise hatte, wenn irgendwo etwas problematisch ausholen, wir Kontakt an wir gehen dahin und testen so schnell wie möglich die Leute durch. Und natürlich schon mal eine Reserve, eine sogenannte Reserve d'urgence, falls wir wirklich etwas aus dem Ruder gehen, dass wir ganz schnell können, viel mehr flächendeckend nicht an den Ersatz gehen. Auch die Serologie werden wir weiter gucken bei den Leuten. Das ist extrem wichtig, dass wir die Données haben. Dr. Schmidt wird nur nach mehr drauf angehen, was der letzte Stand auch ist von den Erkenntnissen. Mit Serologie gucken wir ja schon über Echantillon, wo wir ein Bild kriegen, wie mit den Antikörper bei den Leuten an der Bevölkerung generell ist. Und auch da parallel zu dem generellen Bild, was wir gerne hätten am Land, einen ganz speziellen Fokus auf das Pflegeheimer, weil da eine Donne ist, die wir da mehr enger, mehr regelmäßig suivieren, für gegebenenfalls auch mal Zeiten Zusatzmesuren können zu holen. Der Large-Scale-Testing, wie wir ihn heute kennen, also im Prinzip ab dem 15. September arriva. Wir werden verstärkt mit dem LNS von Diddling zusammen schaffen, was ein Etablissement public ist. Da werden wir also noch eine ganz gute Kapazität haben, für zu testen, mit einem ganz großen Stil, wie wir das über das Large-Scale-Testing gemacht haben. Werden wir voraussichtlich nicht weiterfahren, sauf imprévu, falls das gefordert wird durch eine Situation, die gibt ausufern, was wir uns alle nicht wünschen, dann muss man das nicht machen. Wir waren an der Planung, als das am Moment nicht vorgesehen. Das heißt, wir geben rüber switchen auf eine Teststrategie, die auf Serologie fokussiert, auf Schnelltester, an eben Urgenzinterventionen, wo sie gefordert sind, zusammen mit dem LNS, wo wir das können ganz flexibel auch machen. Da vielleicht auch noch von meiner Seite Vorwurf zu unserem Projekt Long-Covid, wir hatten den der Presse vorgestellt, für kurzem den das angelaufen. Das ist ein ganz flottes Zusammenspiel von vielen Akteuren hier am Land. Es geht alles darum,
Leute so gut wie möglich zu reparieren, die unter den Long-Covid-Syndrom leiden. Das geht über den Weg vom Doktor. Du stellst für die Leute als hier ein Hausdoktor oder ein Spezialist, bei dem sie sind. Die sind informiert von der Prozedur Long-Covid. Von da aus gehen die Leute dann kanalisiert Richtung Centre Hospitalier. Wir haben Stand heute schon 89 Demanten Rakrit über den Weg von den Doktoren an 21 Patienten sind auch schon an den Parcours integriert, den Ugelauf aus. Das wird also Succès, muss ich sagen. Wir haben von denen 21 mittlerweile 12, die zu Mundova-Behandlung sind am Domaine Thermal, 6 am Reha-Center und noch 10 Leute, die eine spezifische Prise en charge psychologique kriegen. Auch das ist so ein Komponent vom Long-Covid, die nicht zu unterschätzen ist. Ich gebe hier gerne den Aufruf machen, wenn Leute an Long-Covid-Symptome leiden oder mengen sie hätten, der Weg als wirklich bei den Doktor, das ist wichtig, dass sie an Behandlung könnt. Nehmen so kriegen wir einen Hü vom ganzen Ausmaß auch hier am Land. Also ich gebe wirklich nicht encouragieren, am Zweifelsfall do Rückspruch mit dem Doktor zu holen und dann eben noch von der heutigen Offer Gebrauch machen. Wir spielen das auch wissenschaftlich mit dieser Forschung. Geht uns darum, so viel wie möglich Erkenntnisse rund um den Long-Covid zu kriegen, für dann Zeit gleich auch nicht Leute zu sensibilisieren. Drauf, oft sind das Sachen, die nicht unbedingt an die Kost setzt, wo ihr denkt, sie vielleicht ein bisschen mit oder das etwas Generelles, sondern nicht unbedingt den Lärm am Long-Covid. Auch wichtig zu verstehen, dass Leute, die nicht wirklich krank durch den Covid waren, nachher können Long-Covid entwickeln. Hat ein anderes Krankheitsbild aus. Auch das soll zu denken gehen, wenn ich über die Impfung nach immer nachdenkt, ob ich soll oder nicht. Auch Long-Covid das nicht zu unterschätzen. Wir haben für uns Bilder aus den Kliniken von den lungengeschädigten Patienten mit auch ganz viele andere Nebeneffekte, die nicht zu unterschätzen sind, wo man die Langzeiteffekte auch noch nicht kennen. Also es gibt ganz viele Gründe, auch wenn den Trend von seiner eigener Perspektive guckt, für sich impfen zu lassen, und hat den aber viel mehr Risiko, akut krank zu gehen oder eben noch langzeitkrank zu gehen. Wir wissen, dass auch junge Leute da können betroffen sein, das ist, was wir observieren. Moyen von den Leuten, die im Moment an der Behandlung sind, liegt bei 47 Jahren. Wir haben erstaunlicherweise 3 Frauen, die sich gemeldet haben, die sich vielleicht ein bisschen mehr diszipliniert, für direkt bei dem Doktor zu gehen. Ich will nicht tun, dass das mit dem Krankheitsbild zu dienen hat. Wir dürfen, wie gesagt, just nach den Abruf am Zweifelsfall wirklich bei dem Doktor gehen, profitiert von der Offer. Das ist auch wichtig, dass wir die Dote-Suiten auf der Radar kriegen und asvivieren. Voilà, das wird von meiner Seite. Ich gebe dem Dr. Schmidt vielleicht geben nach Serologie und andere Sachen zu sagen. Ja, also vielmals merci. Ich wollte kurz auf 2 Sujets nachgehen, die aber ganz viel diskutiert gehen, wo ich auch keine definitiv Weisheiten kann verkündigen, wo ich aber eine Reihe Explikationen vielleicht gehen kann, auch weil man an einem Stück über die 2 Sujets frohe kriegen, da das Serologie und dann, dass die dritte Impfung eventuell die lo am Hirsch soll kommen. Just für kurz mit der Serologie anzufangen, war das serologischen Test. Der serologischen Test ist ein Test, wo ein Antikörper gegen ein Virus sicht. Was heißt das, wenn Antikörper da sind? Das heißt, der Körper wird reagiert auf den Virus. An dat hecht den Kierper war enke a Kontakt mat dem Virus. Seet eigentlich net viel méi aus. Et seet net formell aus, dats en Impfschutz oder en Schutz en Immunschutz am allgemmenge vir leit. Oft as et eng Korrelationun do, dats et guten Indikateur, dats effektiv de Kierper sech vire kann géint de Virus, méi dats awer net eng absolut Garantie. Dat ass eng vun den Froen, die ich oft stalt kräen schon Antikörper, Antikörper sind lo geschützt, können die mir garantieren, dass lo den Covid nämlich kreen? Nee, das können man sicher nicht garantieren. Und die zweite Frage, die ihr oft an der Matt könnt, war das den Taux von Antikörper, der signifikativ ist, schon 10 Unitäten, schon 50 Unitäten, schon 500 Unitäten oder schon 5000 Unitäten. War das Differenz? Sind ich mit 5000 Unitäten besser geschützt wie mit 500?
wahrscheinlich ass do bessere Schutz do, méi absolut kann en dat net so, en dann kann ich noch net so, wann der 5.000 Unitäten huet oder 10mal méi Schutz wie wann der 500 Unitäten huet, also so einfach ass dat net. Nein, gat Antikörper schüssen Zechen, dats da am Kontakt mam Virus waren. Die Immunreponse, also die ganze Protektion als vielmi komplex wie nëmmen Antikörper als een Deel. Qualität von den Antikörper als ein zweiten Deel, ein Antikörper, den géint eng Variant funktioniert, muss nicht unbedingt eng einer Variant funktionieren. Und dann hat die ganzen Deel von den Zellulärimmunitäten, also weiß Blutkörper eigentlich, die da auch mitspielen, die extrem wichtig sind, an die nicht mit Antikörpertester einfach so kann testen. Du gehst nicht Komplextester, mit das sind Forschungstester, das sind sicher kein Routinetester, die einfach zu machen sind. Die andere Frage, die oft mit den Antikörper können, dass ich silo geimpft gehen, muss ich einen Test machen, muss ich einen serologischen Test machen. Die Antwort ist individuelle Plan ganz klar, nee. Die macht auch keinen Antikörpertester bei den anderen Impfungen, die da kriegt, außer verschiedenen Exzeptionen wie Hepatit vielleicht, wenn der Gesundheitsberufler sieht, an einem besonderen Risiko hat. Aber en general, nur einer Impfung möchte ich keinen Antikörpertest. Tetanus, Grippenimpfung, Pneumokock, drittnährend sind ein Antikörpertest gemacht. Auch hier braucht er sich keinen Antikörpertest zu machen. Am Prinzip sind die Impfungen schon getestet, gehen an großen Etüden. Wir wissen, dass die wirksam sind, wir wissen, dass die einen Impfschutz gehen. Aber für was möchte Santé dann lo testen? Das ist ein bisschen paradox, weil ich so auf einer Seite so ein Individu braucht nicht getestet gehen, mehr auf der anderen Seite mir als Santé machen. Das ist für uns extrem wichtig als Niveau Santé publique, am Niveau von der ganzen Gesellschaft zu wissen, was die Situation ist. Und dafür machen wir so, dass wir einen epidemiologischen Tool, den wir benutzen, das für eine Übersicht zu kreieren. Und das ist auch ganz klar, das, was den ECDC gesagt hat, für ein paar Wochen, ich meine, den 10. Mai an einer technischen Notiz rausgehen haben, benutzt das Instrument für eben ein gut wie über der Population in general zu kreieren. Wir benutzt das Instrument nicht nur für individuell medizinische Decisionen zu holen. Das im Message den immer muss gehen, und ich kriege all Tag Mailen an Ori von Leuten, die Fragen durchstellen. Eng andere Frage, die ganz oft am Kontext mit der Serologie kommt, dass ich habe eine Covid-Infektion, ich habe ein Zertifikat de Rétablissement. Ich bin ganz froh, dass ich das Zertifikat habe, den erlaubt, mal überall hinzugehen. Da kommen die 180 Stich, die auflaufen. Ich habe eine Serologie gemacht, noch 180 Stich, aber an heißen Tag. Könnt ihr mal nicht gleich mein Zertifikat de Rétablissement verlängern? Das ist eine Frage, die ich ganz oft kriege. Das ist einfach rechtlich nicht möglich. Wir sind hier an einem europäischen Reglement, das ist auch wie an alle europäischen Ländern appliziert, d'office. Und das europäische Reglement erlaubt nicht mehr 180 Stich Maximum ein Zertifikat de Rétablissement zu machen. Es sind verschiedene Länder, die sogar mit kurz Delay geholt haben. Wir als Lützburg waren da ganz generös, man sind auf das Maximum gegangen, aber das ist einfach nicht möglich, den Zertifikat zu verlängern, auch wenn er nach Antikörper hat. Und dann die dritte Frage, die ich ganz oft gestellt kriege, dass ich hatte eine Covid-Infektion, weil ich schon eine positive Serologie. Ich hatte zwar nie positive PCR-Test, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich Symptome hatte. Ich will mich nur impfen lassen. Geht eine Impfung durch. Könnt ihr mal ein Zertifikat de Vaccination machen, den voll valabel ist mit einer Impfung. Auch da sind wir an rechtliche Kontrakte gebunden, das ist ganz klar am Gesetz gesagt, von das Schema de Vaccination partiell will tun mit einer enger Impfung, die aber als komplett gilt, nur einer Covid-Infektion, da muss er können nachweisen, dass er eine positive PCR hat. Du kannst nur bedauern, dass das so ist, aber das ist einfach rechtlich so festgelöst.
an enker Direktion vu der Santé kann net iwwer Gesetz wäch goen an sogar Minister kann net iwwer Gesetz wäch goen an Exzeptionune Mächen och van Leiit als dat ganz oft froen. Dat ass bisssen die Hauptfroen, die man am Kontext mat der Serologie immer kommen. Die einer Großfroh, die man quasi alldag gestalt kreen, dat sind die dritt Injektionen, wo du auch wisst, dass als Nopeschländer eine ganz Reihe Decisionen holen, die auch teilweise divergent sie von einem Land zum anderen, was anderem dazu beiträgt, dass die Leute sich aber ganz viel Frohen stellen. Also wir haben eng Decision schon geholt für ein paar Wochen für dritte Injektionen. Das sind die Leute, die hautement vulnerabel sind, die verschiedene ganz schwere Krankheiten haben, wo der Conseil supérieur des maladies infectieuses gesagt hat, die Leute, die sollen eng dritte Impfung erfreiert kriegen. Das sind zum Beispiel Leute, die Herztransplantationen, Lebertransplantationen oder so Sachen haben oder die schwer hämatologische Krankheiten haben. Respektive Leute, die Immuntherapien haben, die wirklich ganz stark immunosuppressiv sind. Du kann den Hausdoktor ganz einfach über den normale System, über den Guichet.lu, die Leute für eine dritte Impfung erschreiben. Dann haben wir auch schon eine Reihe Leute geimpft. Das ist dasselbe, was Frankreich möchte, das ist dasselbe, was Belgien möchte. Die Diskussion dritt Injektion für die Population general. Ich meine, da sind die meisten Experten viel mehr retizent am Moment. Besonders weil wir wissen, dass aber die Impfung ganz gut funktioniert, besonders bei den jungen Leuten. Wir noch entretange eine Reihe mehr Rekül. Wir sehen auch, dass den Todontikor heich bleibt bei den Leuten, zweitens auch, dass es wenig zu Infektionen kommt bei den Leuten, die komplett geimpft sind. Das ist ein bisschen eine andere Situation bei den Leuten, die entweder an Institutionen leben, also ich denke an Zypern und Maison de Soins. Ich denke auch en general an Leute einem gewissen Alter, wo ich noch kann lang diskutieren, was de Cut-off-Alter ist, wo die Immunsystem nicht so gut funktioniert. Wir wissen am Allgemeinen bei den Impfungen, als eng Mann gut Response bei den älteren Leuten. Ich sehe auch, dass verschiedene Nopeschländer Überlegungen haben für die älteren Leute oder die ganz Leute auf jeden Fall eng dritte Kehr zu impfen. Ich meine, das schon gesagt, der Conseil supérieur des maladies infectieuses beschäftigt sich am Moment mit dem Thema, aber wird auch an den nächsten Tagen mit einer Rekommendation rauskommen. Und da muss mir als Regierung muss sich dann positionieren. Wieder das wahrscheinlich der Weg, wo es hingeht, dass eine allgemeine dritte Injektion für jede Freigave kommen, meine ich nicht, wenn es nicht akut ist. Voilà, das was ich dabei dazu beitragen. Merci. Frohen. Rick Till von RTL Tele. Ich hätte dann zwei Fragen. Eng betrifft die Impflöchten. Also ist eventuell bekannt, ob du Probleme gibt, nämlich zum Beispiel bei diesem Reportage ILEC zwei Personen getroffen, die sich angeschrieben hatten an ihre Tourrouten und wenn sie von dem Impfbus profitiert haben. Ja, ich hatte Herren an ihrem Reportage noch gefragt, wir haben nicht Kenntnis, dass das am großen Maß soll der Fall sein. Das muss wirklich Einzelfall sein. Es ist ein komischer Zufall, dass da ausgerechnet auf so Leute gefallen sind. Wir haben aber von unseren Leuten das nicht konfirmiert kriegt, dass du Sachen aus Süßburg. Mit das Technik natürlich schon drin, zu viele Demonten kann immer viel kommen. Wir sind der Sache noch gegangen, nur am Reportage an bis haben wir nicht, das ist ja halt auch nicht, nicht abgetaucht, wo wir gesehen hätten, was das gibt erklären. Und ich kriege alltag Zerschmähle von Leuten, die mir allmählich vorstellen, mit die du Fragen nie gestaltet wird bislang. Eng zweetfro Retourvakanze. Also as Vakanze mégin du, dats du sech proportional Mailleit infizeiert hunn. Ich mein, iwwer et Contact Tracing mé den du Igent Appes wege den du mat.
Ja, also wir haben ganz klare FA-Vakanz, wie wir die letzten Jahre FA-Vakanz haben. Aber das ist nicht erstaunlich. Ich meine, die Leute, die nicht hier sind, die sind aneinander zwölft. Aber par la force des choses können sich nicht hier infizieren, aber sie werden sich aneinander zwölft infizieren. Also das ist nicht so, dass die Zölle ganz dramatisch hochgehen. Die sieht schon, die allgemeinen Zölle, die man der Minister auch gesagt hat, mit einer Situation, die stabil ist. Mit das klar, die Leute, die am Ausland sind, infizieren sich dann noch echt am Ausland. Kann ich natürlich auch spekulieren, wenn sie zu Lützburg wäre, geben sich wahrscheinlich auch dann echt zu Lützburg infizieren. Wir hatten eine Zeit, für ein paar Wochen hatten wir wirklich Retouren von vielen Leuten, die kennt die Geschichte, wo Schulklassen an Ausland waren, wo dann eine Reihe Leute infiziert waren, richtig Clustern. Das Phänomen sind wir eigentlich nicht mehr so. Ich hatte nicht den Tor gemeint, dass den Tor... Ich hatte eigentlich den Tor gemeint, mit dem du irgendeinen Unterschied, dass die Leute vielleicht mehr susceptibel sind für Jamaica und nicht als Lützburg. Nee, es hängt immer vom... Also nein, es steht in der irgendwo hinaus und hängt nicht vom Ausland oder von Lützburg auf, hängt davon auf, wie ihn sich behält. Wenn er sich zu Lützburg nicht korrekt behält, ein Risiko hält, dann stelle ich sich zu Lützburg und am Ausland das dasselbe. Dann stellen aber fest, dass die Mischleute Regeln respektieren und diszipliniert sind. Jacques Ganz auf dem Radio 10,7. Ich hatte doch zwei Fragen. Vielleicht als Informationen, da kommt man auch konfirmiert vom Dr. Nati, dass ein CHL künftig vorschreibt, dass neu angestelltes Personal am Gesundheitsbereich bei ihnen muss geimpft sein. Wie steht ihr zu der Initiative und wie sieht da die Situation an anderen Spitäler? Also das eng Möglichkeit, die sicherlich gehen, also über den kontraktuellen, den vertraglichen Weg, das ist auch nachvollziehbar, dass in der dann einen Kontext die Spitäler möchte, man stand heute nur nach nicht eine Position, weil ja ist dazu geholt werden, aber auch das als darüber beruhen, ich meine, selbst wo eventuell Kind rekommandieren, von Santés Seiten, wir rekommandieren generell die Impfung an dem Sektor ganz stark. Ja, ja, eng sagt die vertraglich geregelt, dass der wenn dat net verwissel man ennger Impfpflicht gibt dat gerne erstreichen, das heißt net aufgrund von einem Gesetz mit das am Kontext von einem Erbesvertrag, wo natürlich so Exigenzen kann setzen mit Getlo von Neuslo, das keine spezifische Rekommandation von Neuslo rausgängen zu machen, die gibt iwwer dat rausgo man generell rekommandieren. Mit das eng sagt, die dir unterstützt. Ich gebe schon so, dass man das unterstützen. Ich meine, wir werden das auch gelehnt tun, als darüber nach auszutauschen. Ich meine, das ist den richtigen Weg für wirklich an den Kontext, wo vulnerable Leute sind, das dort weiter zu fordern. Das ist auch eine ganz andere Diskussion, ob in der von einem, den neue Kontrakt schreibt, verlangt. Ich meine, der Mensch ist frei, Kontrakt zu schreiben oder nicht, wie man in Diskussion feiert par rapport zu den Leuten, die net ënner der Konditionen erschriven hunn werden sicherlich danach méi am Detail des befassen. Et gouf verschiedene Zölle genannt wat Herden Immunitéit du betrifft gouf 75% am Ufang gesot no gouf 85% gesot. Wie en Tostreef Dir bis wenn nie an war das realistisch zu werden do. Also den Herdenimmunitéit die braucht, die hängt von dem berühmten R-Faktor auf, also nicht den R-Faktor, den man mussen all der mit dem R-Faktor intrinsek vom Virus, den eigentlich d'Aggressivität vom Virus oder Transmissibilität vom Virus widerspiegelt. Und ich meine, das ist kein Geheimnis, dass Delta-Variante mehr transmissibel ist wie die Varianten, die man für drin hat. Wir sind bei grosso modo 80% Delta-Variante zu Lützburg. Das Phänomen, den überall an der Welt los an der Tisch automatisch an das rein mathematisch geht den Niveau, den ich muss kriegen von der Herdenimmunität op, wo die lo genau leid, so kann ich viel spekulieren, mir leid sicher über 80%, ich gebe so zwischen 80 und 90% für eine Ordre de Grandeur zu gehen, und das was man muss visieren. Aber bis wenn ist das realistisch am Land zu erreichen? Das hängt leider auf, ich meine, das genug wachsen an do. Ich meine, wir sind nicht mehr in der Situation, wo man eine Penurie hatte wie am Anfang. Hängt wirklich von den Leuten auf, für sich impfen zu lassen, und hängt von uns auf, und das ist eine Rolle für die Leute zu motivieren. Merci.
Je peux poser mes questions en français, ça ne vous dérange pas? Non. Vous parliez tout à l'heure donc du fait que la situation est stable ici, alors que hors des frontières, il y a une augmentation des infections. Ça ne tient pas aussi au fait que le Luxembourg est en vacances 15 jours plus tard après la Belgique, par exemple, que l'augmentation de l'infection risque peut-être d'arriver dans les prochains jours, puisqu'en Belgique, on le remarque surtout maintenant? Ich meine dat net dat eng froh die meistlächt ja schon gestalt hun. Ich mengen dass het generell eier mussssen am Griff ha ass am Land hunn ganz frei ha ugefangen noch op de Regime CoVI-Check iwwer zu goen. Am allgemengen um an der Krise gesinn, dat Leiit ha am Land mat machen, wann man Regeln an Pla setzen. Ich gehe davon aus, dass Erklärung als natürlich bleibt der Phänomen Vakanz nicht aus, mir so granulär, dass der op 1-2 Wochen so soll verschiebt sind, ich nicht für realistisch. Wir werden sicherlich warreen Herr Nolo alles am Hirstrick könnt ganz opmerksam zu gucken, was geschieht, mir das Lodo Unterschiede zwischen einem Land und dem anderen sind, die sich um 1-2 Wochen so verschieben, ich nicht für realistisch, weil das wäre ein bisschen zu viel granulär im Englisch gegriffen. J'avais une autre question par rapport au LST à Ovalde. Donc c'est un système de crachat désormais. Donc on sait qu'il faut ne pas boire, ne pas fumer une demi-heure avant. Qu'est-ce qui se passe si on le fait? Le test est on est considéré comme négatif ou le test est considéré comme non valide? Parce que sinon, s'il est considéré comme négatif, certaines personnes vont peut-être boire exprès pour être négatif et avoir un test négatif pour leurs vacances ou pour autre chose. Si on veut tricher, on peut toujours ja, entschuldigt wann ihr wilt fudle kann nimmer fudlen das da immer méiglech also Rekommandation as wirklich das sind Leiit net firmmen Dissen to eng Influence op Performance vum Test Techt kann en klengen Affloss op hunn op dat lo den Test total negativiert gebe ich auch vorstellen ich meine den heich positiv was wer doch positiv bleiben. An dann hängt davon auf wie gesagt wann gerne fuddelt da se den Joch net schmengen just eng war der froh zu eng spezifischen Impfstoff und zwar Johnson Johnson du hast so momentan just Rekommandation für Engdosis zu gehen der lo lang iwwer Mechkeit von der dritter Dosis geschwarrt gëtt dann auch vielleicht Möglichkeit für die Leute die Johnson Johnson Grote für eng Zweetdosis zu kreieren, wie das du den Impfschutzserver anscheinend besser mit vielleicht. Ja, das ist net ganz klar du gi noch eng Reihe Evaluationen gemacht die wisst dass wir dro gesot gehen sind aber Leute die sich infizieren no enger kompletter Vaccination mir gucken natürlich die Fälle ganz genau net zuletzt mir am Ausland wann rausstellen zum Beispiel dass überproportional Leiit mat Johnson & Johnson du betraff dat so ganz klar Zeichen, dass die Impfung gef man gut funktionieren. An dem Moment muss reagieren. Ich mein, die Donne Hummer am Moment an dem se net ich das eng froh, ob der ich net kann definitiv antworten, das meiglich, dass dat könnt mehr Moment als dann net so. Dann hat just ein ganz pragmatisch froh, wie das die Impfbusser jo lodelweise auch op denen op Festivals oder op Konzerte sind riskiert und net den trotzdem den Alkoholkonsum vielleicht einen Aufschluss zu hun op den Effekt von der Wirkung. Nee, das ist wo man wirklich gut darüber passen noch an der Information die Leute kriegen das natürlich eng Sorge und das auch wichtig dass Leute am Bus von Süden kommen wirklich darüber aufmerksam gemerkt gehen dass das gehört zur Berodung gibt auf den Plätzen nach mir vielleicht wie einerwärts spielt du wie einerwärts auch schmengen Leute sollen das wissen verstohlen sie gehen darüber aufmerksam gemerkt dann ich gehe davon aus, dass Leute doch einfach verständlich genug sind für an ihrem eigenen Interesse dann das zu machen, was sie rekommandiert kriegen, dass Mensch kein Druck aus Nebenwirkungen zu kriegen. Dann ich denke, dass das eine Sorge ist, die Leute alle haben, und das heißt, Leute professionell genug und Mann an und Frau bringen, wenn sie Leute beroden auf der Platz. So ein kleine Quantität Alkohol ist kein Problem. Das muss ich noch so. Das ist nicht, weil in ein Glas Wein getrunken wird, dass ich nicht mehr impfen lassen kann. Natürlich will man keine Leute, die total so sind, wenn sie an die Impfung kommen. Merci. Ich hätte zwei Fragen, die nicht zu denen am Covid, die echt, wann der erlebt, die echt das schon hören, dass den
De Laurent Jaume, den neuen Koordinateur General, wird gehen an Ihrem Minister. Könnt ihr mir das konfirmieren? Oh, dann ha der awer komisch Sachen an de Mauern eng Ekipp an Plas an stand haut as Koordinateur general genannt schaffe gern an der Ekipp an dat Okay. sech die neue Approch fir an engem Team zu funktionieren. Me de hut bësselsche verzerrten Insiderinformationen gi ich so, weil das alles nach net op de Papaier geschrieben. Das ist aber nicht, dass das kein Koordinateur General wird gehen. Wird schon genannt gehen, das ist just noch nicht so. Wird das noch nicht Nee, das dezidiert. keine Verpflichtung. Die Leute hunn Funktionen an kann e ganz gut an engem Direktionsteam auch schaffen. Ob hecht. Okay. Die zweite vor uns, ob schon ein Projekt de loi durch den Regierungsrat gegangen ist, den Doktorgesellschaften soll aufhören. Nein, dat ist aber eminent. Du si immer an der Lächter Lin droit, dat hat to just net mir fir Summer geklappt, mir den ass aber fir gesinn lo vun den nächste Regierungsrouten, die ustehen hat den ziemlich gefolgten Agenden die Lächt Regierungsrät mit de Projekt aber lo net prinzipieller Verzucht huet just einfach net mir geklappt fir die Lächten für der Vakanz. Okay, merci. Merci. eng froh Leiit, die lo 2 am AstraZeneca geimpft goufen, fir nach kein Kreizimpfung méigch was déi Schw abständet. Kan dé eng Drittimpfung kreien zum Beispiel och ze wëllen an USA reese, weil dat moment méig ass weil USA AstraZeneca net dunner kennen. Also ich kann just vom medizinischen Point de vue schwätzen, fir lo kein Grund o d'urgence zusätzlich Impfungen zu machen. AstraZeneca 2-mal geimpft, das ein komplett Impfung. Ich noch selber mat AstraZeneca geimpft 2-mal als okay besoin unbedingt lo nach kurzfristig in anderen Impfstoff zu kreen. Ich fühle mich schon protegéiert. Dann bleiben immer die Spezialsituationen, wo Leute müssen reisen an Länder, die Impfstoffe nicht unerkennen. Das müssen individuell gucken. Aber en general, das lo systematisch misst du weiter Impfungen gemacht gehen. Merci. Aber nur die Lächte. Beim Hausdoktor Kächten vun der Impfung gin de 100% iwwerholl? Bist du? Ich weiß doch, mais du willst doch. Am moment as het de normalen Prinzip wie wann en enger Impfung krit sind awer dat am gangen nach enker ze kucken se eng Diskussion, die nach am gangen ass stand haut dat ganz normal wie wann der enger Impfung beim Dr. Krit mat enger Konsultationun verbunden mat enger Berodung auch mo parallel auch die Offer jo fir an den Impfzentrum zu goen stellt vor dat eng Podium durchleit meist nach man der befa. Moment bezielt den beim Doktor. Im Moment bezielt den Deel vun der Konsultation de Vaccin sech as gratis. Das bei der Krippenimpfung.